Guten Morgen, mein Name ist Hendrik. Von dir und diesen 16. Januar freut mich, gut zu begrüßen mit dem Wort von Jesus, was er hat gesagt in Evangelium Johannes, Kapitel 14, Vers 27, wo er dort sagen wird, dort er das Wichtigste, was uns fehlen wird, hat er uns gegeben. Denn du sagt Jesus dort, Friede lute kunt, meine Friede gebe kunt. Ich gebe euch nicht so aus der Welt jaft, lot euch nicht das Hart bearbeiten und fertig euch nicht. Dit is de Ursache, warum Jesus gekommen ist und hat uns Frieden und Friede gegeben. Er will nicht, dass uns das Hart bearbeiten nicht. Er sagt uns, lot es nicht so sein und wir sollen uns aber auch nicht fürchten. Seitdem sagt er aber auch noch in dem paar nächsten Kapitels, dass wir wollen in dieser Welt noch von Zeit zu Zeit, wo wir noch Furcht haben, wir wollen Angst haben und so weiter, aber wir sollen getreu sein, wie es auf der Welt überwunden. Und ich wünsche jedem ein, wer es der also zuhören wird, dass er sich in diese Friede von Jesus finden, was er anweisen wird, der nämlich kommt, mit das Geschenk annehmen, was er unterbeiden hat. Von dir an diesen Tag, da wir uns diesen Gedanken einmal so verhauen, was bedeutet 6. Januar und warum feiern wir diesen Tag? Wo hat das Tag angefangen und so weiter. Erstens will ich ganz kurz einmal mit sein, was bedeutet das Tag, wer feiert diesen Tag und vielleicht ein paar Gedanken dazu. Das Tag für dann verschiedene Menschen auch feiern. Wir als Mennoniten, wir kennen dem sehr gut, dass wir dem Heilige Drei Könige an. Und so, dort kommt aus Matthäus Kapitel 2 in Vers 1, Matthäus 18, wo wir unsere Bibelthema von dir haben, wo wir so durchkicken. Und aber, angefangen hat dort mit den Osterkirchen, haben dort angefangen und sie haben hier so gezelebriert, die Geburt von Jesus. Und er sind neue Dinge dazu, wo ich nicht nennen kann. Die Römer haben dort auch also gefeiert, all ein paar hundert Jahre nach Jesus, die römische Regierung, der Roman Empire, hat dort angefangen zu feiern auch. Also die Katholische haben auch einen Heldendag an diesem Tag in seinem Namen dort so, dort von dem 24. Dezember, bei den 6. Januar sind nämlich 12 Tage, dort ist, was sie feiern dann, nämlich aus der Geburt von Jesus, das sind dann die ihre Heldentage, 12 Heldentage, was sie dann holen uns für sich das, was dann die Geburt von Jesus anbelangt tun. Dann sind aber noch andere, du sind auch noch falsche Lehren, also das Tag wird auch noch falsch geholt, für orchte Dinge, für Aufgaben und so weiter. Aber wo wir uns wollen darauf konzentrieren, dort ist auf uns als mennonitisches Volk, wo wir diesen Tag aber auch auf eine große Weich holen, die meisten Mennoniten und auf viele Städten, wird das Tag eigentlich so regelmäßig jeder Tag geholt. Und was bedeutet das Tag? Das Tag wird so genannt, das ist der Heilige Drei Könige, wo diese drei weise Männer sind gekommen von dem Osten. Das sind dann nicht die Schubhart, wo der Fuß ging und kickten, nur die Geburt von Jesus, das ist eine andere Geschichte. Das hat dann mit den Königsworten kommen, das wird auch gesagt aus weise Männer, du wenn heute ist da auch Heilige Drei Könige, wenn es dort Könige auch wären, aber das wären auch weise, und dort muss ich kurz einmal sagen, dass das hat auch zu tun mit, dass sie weise wären, nämlich dort sie nur Jesus Segen deuten. Wer wären diese Männer, das weten wir nicht, haben wir nicht so einen klaren Grund, aber uns gibt dort eine Bedienung, wo diese Männer so interessiert werden, und du werden wir unsere Konzentrierung absagen, weil das ist das ganz Wichtigste von dieser Geschichte, von dieser Begebenheit, wird der Zentrumpunkt wir von, was sagen diese Männer. Den Thema, unsere Gedanken, wo wir uns konzentrieren, dort ist, wer siegt nur Jesus? Dort ist die wichtigste Frage,
was ein Mensch sich also so fragen kann, was ist meine Priorität in meinem Leben, was ist das Wichtigste in meinem Leben und was strebe ich das dollste nach. Dat sollen jeder eine sich so fragen, wann wir auch so ein Helgetag haben, warum hole ich diesen Helgetag, was tue ich an diesem Helgetag und was repräsentiere ich an diesem Tag. Das ist so wichtig, dass wir uns das immer denken halten, was tun wir an diesem Tag, wie wir den wirklich für die Ursache, für was wir sein, was der Helgetag ist. Nämlich so vielmals an Helgetag, dann waren unsere Topkommers gehabt, worden Geschenke gegeben und dann ist es vielmals die Schwierigkeit, die Ursache, woran das Helgetag du erst dann du warst, erst vorbeigekickt. Das Tag aber auch, es ist ein bisschen schwer zu sein, wenn wir sagen, das ist der Jonne war, es sind diese weise Männer hier gewesen, wenn es dort nicht unbedingt Krieg so loten det, aber das ist nicht das Wichtigste ist das Wort how wir diesen Tag. Wenn wir so in Matthäus Kapitel 2 kicken dann möchten wir ein paar so interessante Dinge, an die wir uns einmal so überkicken. Weil einmal so Matthäus Kapitel 2, so die ersten 18 Vers lesen und dann werden wir einmal so nennen gehen. Matthäus Kapitel 2 von 1 und wieder. Als Jesus ein König Herodes seine Zeit in Bethlehem in Judäa geboren wird, seit dann kämen Stierenforscher aus dem Osten nach Jerusalem und frühen, wo ist der niegeborene König von den Juden? Wir haben im Osten seinem Stirn gesehen und sind gekommen, am anzubeten. Hier muss ich einmal kurz eine Bemerkung merken, du in der zweiten Fall sagt dort, seinem Stirn gesehen. In Offenbarung heißt es auch so, dort, seinem Stirn, was betekent in Offenbarung Kapitel 22. Von Vers 3 und wieder, gehen wir wieder. Als König Herodes dort hier, verfiert er sich in ganz Jerusalem mit an. Dann lädt hij alle hoge priesters en schriftgeleerden im Volk opkomen om te forschen wo Christus soll geboren worden. En zij zeiden in Bethlehem in Judäa, wils dat is wat de Prophet geschreven heeft. Aber du Bethlehem in jüdischen Land, du bist gar nicht das kleinste Mann Juda, angestellte. Wils von die soll der Lehrer kommen, da über mein Volk Israel wird Herr sein. Dann ruft Herodes sich die Stierenforscher heimlich, also verstärkenden oder so, hat er allein mit wir, von an uit te vingen, groot wanneer de Stieren wir vandaag gekommen. Hij schickt an naar Bethlehem en zegt, goed en zeeg, bat je dat kind vingen worden, en wanneer je dat gevangen haben, dann kommt und sagt mir, dass ich auch kommen kann, dort anzubeten. Als sie dem König gehört haben, gingen sie hin und wirklich die Stieren, dem sie im Osten gesehen hatten, trug Warafar an, bat die kam in Eva dem Platz stund, wo das Kind wir. Als sie dem Stieren sagen, freuen sie sich sehr. Als sie im Haus gingen, fangen sie das Kind mit der Mutter Maria und schmeuten sich vor am Dol und beten am an. Und als sie die Reistausch aufgemerkt hatten, schanken sie am Gold, Weihrauch und Myrrhen. Und wils Gott an dem Traum gewarnt hat, nicht nach Herodes zu gehen, ging sie ab einem anderen weichen Haus. Und als sie ab dem Drehweg wären, kam dem Herrn sein Engel nur Josef im Traum und sagte an, steh ab, nimm das Kind und seine Mutter und flicht nach Ägypten und blieb du bei ich die sagen war. Wils Herodes hat einen Plan, das Kind zu sehen und dort zu bringen. Und als er abstund, nahm er das junge Kind und seine Mutter und lehrte nach los nach Ägypten. Und bleef du bei Herodes dood weer. Dort sich erfallen wurde, was der Herr durch den Prophet gesagt hat, uit Ägypten habe ich meinem Sohn geraubt. Vers 18, als Herodes dort antwortet, dass die Stierenforscher am angeschmiert haben,
wir heu schrecklich doll en bevoel dat de Bethlehem in een ganze omgeving alle kleine kinderen 2 Jahre alt en door Unger sollen doodgemerkt worden, weil zoals de Stierenforscher gesagt haben sie dem Stieren 2 Jahre träge sein. Dann war dort, zoals de Prophet Jeremia gesagt hat, ein Rahmen als eine große Geschrei von Hielen. Klauen en treuren en hielen. Rachel hielt über ihre Kinder en will sich nicht trösten lassen, weil sie alle wach sind. Dit is eine sehr traurige Geschichte, so zum Eng, wenn wir dort so bekicken dann. Und aber was ist der wichtigste Punkt in diesem Aufschnitt, wenn wir dort hier so kicken? Diese Stierenforscher, das sind weise Männer, weil sie erkannten, die Stierenwelt, so in die Universum, bemerken sie, die Stieren, und sie merken auf einmal, diesen ein Stieren ist so besonders. Und durch die Prophezeiung, was sie doch heute gekannt haben, merken sie dort, das ist der Heiland, wo er geboren ist, und sie merken dem Stieren und reisen los. Ein Ding, was wir hier so bemerken wollen von dieser Geschichte, dort ist, dort, diese Stierenforscher haben doch wohl also bis 2 Jahre, dicht bei 2 Jahre gereist, bis sie erst sind, was du gekommen, wo Jesus ist. Jesus ist doch wohl all bei 2 Jahre alt gewesen, bis sie ihn gefangen haben. Willst uns dort in den 16. Vers also mesab eng sein, dass weil so aus die Stierenforscher gesagt haben sie den Stieren 2 Jahre träge sein. En du noch aus Herodes ansaten dat en angerieben dat met Kindermord, wils als het zo gegen ander, du wat een andere König abstunden, en zijn König wegnehmen, jet hij sehr furchtbar met deze zaak en laat sehr viele van die jongens Kinder alle anbrengen. Wils hij wil zich zien also verzekeren en wir Angst dat hij dat op hem wordt verlieren. Dat is sehr schrecklich, wenn wir daran denken, und doch sagt er in dieser 8. Vers, dass er will auch ankommen anbeten, aber das wie eine Last, dass er will das Stierenforscher brauchen, diesen kleinen jungen Feind, diesen jungen Jesus. Er will Jesus sein zu fängen und für sie weich zu schaffen. Von dieser Stierenforscher ist aber ein sehr besonderes Ding und Verstehen, hier so, wenn sie aber so dicht bei diesem Platz kommen, durch seien sie diesen Stieren weiter. Sie haben dem in Osten gesehen, und hier so kommt der Stieren weiter, und also freuen sie sich sehr, dass der Herr so direkt ist mit ihnen, und wie es ihnen kriegt, wo das Jesus ist, nicht den, was sie sehen dann. Wenn wir uns diese Geschichte einmal so verhauen, dann müssen wir einmal sagen, das sind Männer von Glauben gewesen, was wir nicht leicht abgegeben haben. Wenn wir dort uns so verstellen, dann, auch für uns von dir, wenn wir reisen, dann, wir wollten nicht, wo wir oft das gewesen, von wo sie gekommen sind, aber sie haben eine sehr, sehr lange Reise gehabt, uns wurde dort von dir nicht so lang in diese Reise zu merken. Und aber doch diese Männer, die haben so dicht bei 2 Jahren gereist und sie geben nicht ab. Und der Herr, der wir ganz bei der Sache und hat ein Krieg gewesen, wo das Jung wir, wo Jesus wir, mit diesen Stieren. Noch ein Ding zu bemerken, dann ist dort der Herr hier auch am Werk wir. In Vers 11 haben diese Männer, das sagt uns nicht, dass dort 3 Männer sind. Hier wird gewöhnlich so neu gekickt. Dort sind 3 gewesen. Dort kann wirklich mehr gewesen sein. Wir fängt dort hier so nicht. Allein, wo dort nochmal so bemerkt wird, dass dort 3 gewesen ist, kommt von dem Vers 11 her, wo sie, dort würden sie sein, dass dort 3 Geschenke sind. Dort Gold, Weihrauch und Mirren. Du, so wird dann gewöhnlich gesagt, dass das von 3 gewesen sind. Das ist nicht das ganz Wichtigste, aber ab die Geschenke, weil wir in Klimawicht noch bleiben.
Dat kan eine ganz große Möglichkeit sein, dat Gott hat dit al krijg al en vooruit zo geplant gehad, dat diese Menschen wurden diese Geschenke so mitbringen und dort wurde dann Jesus seine physische Eltern die Möglichkeit geben, also zu reisen. Krijgt nur diesem, dat die Geschenke bringen, das Gold, das Werkzeug in den Meeren, mochten sie pflichten, wie es Gott warnen deed in een Traum in Vers 12, dat Herodes wat gaan, hij wordt die Kinder wel aanbrengen. En dan mochten sie pflichten en dit heeft er toch wel zij uitgeholpen en gaf God al, krijg al, door zo en vooruit handgeschickt. Gott seine Wege zijn die immer so wunderbar, want God wat deed, durch een mens, oder wo immer dat ook is, hij heeft immer genoeg dingen al im vooruit. Also, durch Menschen schafft hij immer, dat het immer wat ze uitkomt als hij dat wil. En hier zo maakt we dat ook. Dat het met de physische weg van wat veel deed, van dat gold en zo wieder, dat hat God zich ook omgekemmerd durch diese Menschen, wat also sehen. Diese Menschen worden so als Wesenmannen betekent en dat is ook te betekenen, dat het Wesenmannen werden. Waarom worden die als Wesenmannen also gezegd? Ik mocht dat dus dit zijn, dat het Wesenmannen zijn, wens de wijs werden, dat ze Jezus zegenen. En zo is het ook om ons. Wanneer we Jezus zegenen doen, wanneer Jezus ons is, aan ons leven zoveel wertvol is, dat we hem immer zegenen doen, dan zijn we ook wijs. Zo'n mens wat een andere prioriteit heeft in zijn leven, wat niet Jezus am nummer 1 im leven is, die is spreken bij dat zo betekenen, dat is een fool. Dat is niet, die verziemt zich zijn tijd. En aber die wir Gott im Irschen heeft, dat is een wijze mens, dat is een wijs. Der is wijs in zijn denken alles. En zo durch diese hele deel van die Levatorhorcha, wie immer du ook bist en wo immer du bist, de nummer 1 denk is, wat hem denkt te houden, zo van dit zaste, zo een eng sluiten net met de hele deel, wat we zo am 24. Dezember zo aanvangen doen, 9 uur komt te maken en zo, wat nu, bij den 6. Januar, dan is het ook goed om eenmaal stil te houden en eenmaal te vragen. Wat is in deze hele deel het wichtigste geweest in mijn leven? Voor wat heb ik deze hele deel gehouden? Wat is durch mijn kop gegaan durch deze hele deel? Heb ik dat zo druk gehad, vielleicht met Geschenken uitgetuscht en niet zo veel aan Jezus gedacht, oder wat is in die leven geweest? Dat wichtigste is aber ook dat we aan Jezus denken doen en dat we dit ware Geschenk wat Jezus is. Dat zegt in Johannes 3,16, dat God heeft de wereld zo geliefd, dat hij zijn einzigen Zoon geeft, omdat al die niet verloren gaan, aber wat am aangeloven dan uit leven worden gaan. En Römer Kapitel 2, Vers 8, du sagst, dat is niet uit onze werken, dat we kunnen geraad worden, aber dat is een Geschenk van God. Dit Geschenk, dat is Jesus Christus. Wir merken hier von dieser weise Mann, sie hat Geschenke gebracht durch Jesus. Aber, liebe Zuhörer, das größte Geschenk, was jemals zu geben geht, das ist Jesus. Den hat Gott gegeben. Das sagt in Johannes 3,16, was ich als gelesen habe, dass Gott gibt. Gott hat die Welt so lieb. Und das ist nicht das Erdbare gemeint. Das ist so die Menschenwelt. Die verlorene Menschen, die nicht Jesus am Hort haben. Der wird nicht Jesus am Hort haben, der hat Gott so geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gibt, damit die all die, die an ihm glauben, nicht verloren gehen, aber eigenes Leben haben. Und Epheser Kapitel 2, Vers 8 sagt uns dort, dass das Geschenk, können wir uns nicht verdienen, das ist nicht das Wirken, aber das ist ein Geschenk. Liebe Zuhörer, wenn du hast deine Frau oder deinen Mann oder deine Kinder oder deine Eltern oder deine Freunde ein Geschenk gegeben. Wofür müssen die geben, damit das ein Geschenk werden wird?
wird nicht dort wie ein Geschenk, wenn's du das dir dort geben. Und krieg so, wenn sie aber nu die wo ein Päuse geben dann, oder ein Dollar geben dann, oder was, dann ist es nicht mal ein Geschenk. Ein Geschenk bleibt ein Geschenk, wenn es angenommen wird, so dass das gegeben wird. Und so ist es auch mit der Radung. Epheser 2, Vers 8 sagt, dass wir können uns das nicht verdienen, das ist ein Geschenk, das ist nicht mit unseren Worten. Das Geschenk, das ist das Wichtigste, was an dieser Hälfte der hat, soll das wichtigste Punkt haben in unser Leben. Das Geschenk, was Jesus zu uns will geben, das ist ewig Leben. Er bietet uns Frieden an, der Vers, was ich vorhergebracht in Johannes 14, Vers 27, wo er seine Frieden anbieten hat, seine Frieden anbieten hat. Und die Friede können wir haben, wenn wir der Heilige Geist in unser Leben ist. Und das Geschenk annehmen, was Jesus angehauen hat, zu dir. Der himmlische Vater, der hält das Geschenk so an zu uns, und er will haben, dass wir sollen das annehmen. Er lügt, dass wir wollen das Geschenk annehmen und das Geschenk in unser Leben haben. Liebe Freund, in dieser Weihnachtszeit, in dieser Zeit von Helgedau, in besonders auch an diesem Tag, hast du das Geschenk angenommen. Wenn das Geschenk nicht wichtig ist in dein Leben, dann ist was ganz besonders los in dein Leben. Das Geschenk, dort ist das ewige Leben, und Gott hält das so an uns. Und ne wem segnen du und ich? Das ist der wichtigste Frage. Diese Mana, was wir morgen dann hier in Matthäus 2, du merkst wie, dass diese Mana, diese Königs, die Sachen Jesus, dass wir in Kriegen als er 2 Jahre dienen, oder was immer er dort gediert hat, bis sie bei diesem Platz kam, wo Jesus wir, wo das Kind von Jesus wir. Und lieber Freund, was hast du und was habe ich getan in dieser Helgedau mit Jesus? Das erste Geschenk, was jemals zu geben geht, das hat Gott gegeben an diesem Tag, von dem 24. Dezember. Und wenn wir dort so von dir einmal so bekicken, dann, was haben wir uns gesagt, was wir vielen von dir, dort ist, dort diese Mana, was wir diese Reise merken, deuten, nur Bethlehem, und sie wollen den König sein, sie wollen Jesus sein. Was ist unser Leben? Was geben wir ab, dass wir bloß Jesus haben? Jesus sagt, gebt alles andere ab, dass ihr mich haben. Nehmt den Kreuz ab und folgt mir nur. Da wird den Pluch aufhalten, und sich umkehrt, sagt er ist nicht zu brücken an sein Rick. Und das Rick von Gott. Und an diesem Tag machen du und ich uns Leben einmal so bekicken und uns einmal denken halten. Was ist meine und deine Priorität in unser Leben? Was ist Nummer 1 in unser Leben? Wenn das Geschenk von Jesus ist, wenn du das Geschenk hast angenommen, was Jesus die Hand gehauen hat, nämlich das ewige Leben, dann ist es sehr wohl mit dir. Und an diesem Tag wünsche ich dir einen guten Tag mit Jesus, und dass du das Geschenk nicht magst, so vorbeigehen lassen und denken, das war ich Luther. Der Satan wird die immer kommen sein, das kostet morgen, oder vielleicht an den Geburtstag oder so wieder, immer mit anderen Datums abkommen. Aber in Korintherbrief sagt uns dort, von der ist der Tag von der und Gott hat uns ein von der gegeben. Morgen weit wir nicht, was du was Zeit sein. Ich wünsche dir in deine Familie, in dein Heim, so Gott seine ricke Friede, und dass die das Geschenk machen so schätzen, so es Gott hat gegeben hat. Und ich möchte mit diesen Gedanken noch loben. Gott hat die Welt so geläuft, dass er geben hat. Wann er geläuft hat, dann hat er gegeben. Läuft dort es geben. Und was für eine Läuft hat du und ich, so für Gott gegenüber, wens er uns so geläuft hat und hat uns das Geschenk von eigenem Leben gegeben, vielleicht viele von ihnen, und aber auch handreichen und anbieten, zu denen wir das noch nicht angenommen haben. Wirst du das Geschenk annehmen, was Jesus die Hand holen hat. Wenn du die aber nicht übertragen fängst, dann sollst du die wem freuen, in Seelsorge freuen, in eine Person, wo die vertrauen kannst, wo das hat, wo die an der rechten Weg wird lernen, dass die das Geschenk auch annehmen. In 1. Johannes 1, Vers 9 sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen,
dann ist er treu und gerecht, vergift uns unsere Sünden und reinigt uns von all Ungerechtigkeit. Gott ist treu. Gott ist treu, dass er dort tun wird, wann wir bekannt. Gottes Segen, ich möchte noch mit Ihnen beten und ich wünsche Ihnen einen wundervollen Tag mit Jesus. Ans himmlische Vater, wir danken dir für diesen besonderen Tag, wir danken dir für deine Gnade, wir danken dir für das besondere Geschenk, was du gegeben hast an Jesus. Du hast dir erkannt gegeben, dass du uns ewiges Leben geben wirst, und das an deinem Sehen. Und du hältst uns ewiges Leben an. An diesem Tag danken wir dir für das Geschenk von ewiges Leben. Und wir preisen dir und loben dir für wer du bist, Vater. In Jesu Namen beten wir. Amen.